Schön, dass Sie da sind. Ich dachte, Sie würden von da bleiben. Aber gut, gut, dass Sie da sind. En ook al die internet die heet ook welkom. We willen hier een paar minuten over Gottes woord nu denken, wat hij van ons leven heeft. En God begegnet ons in ganz verschiedene situationen im Leben. Ich habe einige Jahre ein TV-Programm gemacht, das Plottig in Paraguay. Das heißt Tim Terrenmate, ein Channel das von YouTube. Und da hatte ich einen Jungen für ein paar Monate, vielleicht für 2 Monate. Der hat 50 Mal eine Chirurgie gehabt, eine Operation. Ja. Wo der ist wieder gekommen, habe ich mit dem Motorcycle gefahren. En dat kwam een koor ver en hij voert dan de koor voort aan Monja. Zo hij vliegt de evere koor en kwam wel op zijn motorcykel op en dat explodeert, dat brandt alle. Ja. En dan heeft hij lang geleefd in een intensivstation, im Hospital en dan even nu, over meerdere jaren, hebben ze hem immer wat operiert en gevlekt de huid en heeft een bein erbij verloren. In een deel van de hand. En in die tijd hebben ze een andere God gevonden. Verder gingen ze te church. Maar dan hebben ze God gevonden. Weil ze dan wisten, God, wanneer du nu niet bist, dan is dit kind was. De levenschance weer zo klein, zo klein. Zo, dan hebben ze gebet en gefleht zu God. Und auf einmal kommen wir und sagen, Gott kann nicht wirken, solange du dein Kind nicht aufjagst, der Mutter. Naja, die Mutter sagt, die lebt wie Mennoniten, muss ich alles kontrollieren. Ja? Ich muss das unter Kontrolle halten. Und das nu dem Jungen aufgeben, was erst, wenn Gott ihm dann mitnimmt. Aber dann haben sie den Kampf der sie können ihren Jungen Gott seine Hand geben. Und langsam ging es dann besser und besser. Was er war, konnte Hüs kommen. Hij had hier Sport gemacht. Ja, dat nu weer hij ohne ein Bein en zo. En hij valt dan in een diepe depressie aan en met verschiedenste drogen en wat immer dan lastig zijn, ja. Die am meest het leven kosten nogmaals waren. En dan komt de familie zo weit dat ze zegt, we kunnen niet meer beten. Dann kommt der Prediger und sagt, wo seid ihr? Na, wir können nicht mehr beten. Na, wenn die nicht mehr beten, dann wollen wir für ihn beten. So, dann stellt die Gemeinde sich drauf. Und dann deed sie auch beten. Ja? Und dann auf einmal fängt der Junge sich ab und hat sich belohnt, hat Frieden am Hort gefunden, hat konnte dem Mann verzeihen, der am Unja gefahren hat, weil sie wusste, wer das wäre. Und hat dem auch seine Durst von dem Spiel und hat konnte Frieden haben am Hort. En dat zijn Wunder, ja, wo Gott uns vandaag begegnet. Krijgt es de biblische tijden, krijgt es dat God vandaag in unserem Leben auch Wunder wird. Manchmal ist es nicht so, auf einen Knopf drücken. Wir sind vandaag een dag gewandt, alles ist auf einen Knopf drücken. Und bei Gott ist das noch nicht auf einen Knopf drücken. Gott kann eher antworten, eher wie auf einen Knopf drücken, sagt er. Eher du wirst fragen, wo ich die Antwort habe. Aber Gott hat manchmal ein ganz anderes Timing als wir. Eine ganz andere Zeit. Dat kan Eia zijn, dat kan nu zijn, dat kan Marie, dat kan zijn dat hij met ons in Wahrheit wordt ziemlich schwierig wordt. Maar hij is bij ons. Hij wordt ons niemals verlaten. En Jezus, der is zoveel mensen, als hij op deze hier ging, bejegend in ihre nood. In ihre weidung, in ihrem lijden. Of dat nu een blinder weer, en hij vroeg hem, wat was dit? De blinder, der had je kunnen zeggen, Herr, geef me 50 Peso, gaf mir 100 Peso oder 500 Peso. Das sieht er doch alle Menschen. Aber der Blinder, der wusste, dass er bei Jesus mehr aufholen kann als 500 Peso. Oder 5.000 Peso oder 50.000 Peso. Er sagt zu Jesus, dass er was sein kann. Der Blinder wusste, bei Jesus wäre so viel, dass bei allen anderen Menschen auch nicht. Dem kon hij vragen, dan worden zijn ogen wel op zijn en dan weer zijn ganze trouble geleist. Dan braucht hij niet meer een geld vragen. Zo, daar moet Jezus aan de ogen op. En zo gaat het ganz viele situationen. En Jezus in de tijd, als hij op de hier ging. En ik wil met een
eine Begegnung mit der Skunde von dort, die Jesus hat mit einer Frau, die ein schweres Leben hinter sich hat, ich sage schwer, weil sie wahrscheinlich hat die dort gesagt, was kein Mensch erleben kann. So, das ist bekannt von der Bibel her aus der samaritanischen Frau, eine Frau, die verschiedene Männer hat gehabt, hat auch wohl immer der Leib gesagt. Aber der Leib hat er Menschen nicht geben können. Der Leib, der sie sagt, der hat wie andere. So, nu kommt Jesus da, krijgt vorbei bei ihrem Dorf und sie hat Wasser holen und da trafen sie sich. Und dann fragt Jesus, ob sie ihm nicht wel Wasser geben. Das wird doch nicht so mal, dass der Jude wurde groß mit einem von diesen Samaritaner reden. Und dann in Johannes Kapitel 3, seid ihr richtig, Johannes Kapitel 4, Vers 9, sagt es so. Dann seht ihr früh von Samaria kam. Wo kommt das, dass du mir nur einen Trunk Wasser fragst und du bist du ein Jude? Und eine samaritanische Frau. Willst die Juden haben mit der Samariter nichts zu tun? Jesus antwortet und sagt haar, wenn du die Gottesgabe kennst und wisst, wer das ist, dass du die sagst, gib mir zu trinken, dann wirst du am gefragt haben, und er wird die lebendige Wasser gegeben haben. Versteht ihr? Jesus antwortet und sagt haar, wer von das Wasser trinkt, dem wird er darsten. Wer aber das Wasser trinkt, das ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Das Wasser, das ich gebe, wird in ihm immer eine rannende Qual in das ewige Leben. Was hier Gottes Wort. Jesus sagt zu dieser Frau, wenn du wusst, wer mit dir redet, dann wirst du all gefragt haben, Wasser. Das heißt, sie sagt auch lang ein Wort in ihrem Leben. Und wenn wir nicht Frieden haben mit Gott, dann sieht wir Wort. Uns jetzt ist nicht ruhig. Er ist getrennt von Gott, der Sinn, und wie sieht ihr ein Wort? Das ist Wort, das ist uns verloren gegangen als Menschen, und dort kann nur Jesus fallen. Wir haben vandaag in der Welt so viel durcheinander. Und wenn die Tschetschen vandaag haben, die alle die Gelegenheit, News zu Tschetschen von allen Sorten, von der ganzen Welt, was ist das für durcheinander? Was seht ihr die Menschen? Was seht ihr die Menschen, wenn die Familie so durcheinander ran? Was seht ihr die Menschen, wenn es so viel Kirche gibt, wenn es so viel Unmoral gibt, wenn es so viel Hass gibt? Was seht ihr die Menschen, wenn sie so viel sich reichen, einer am anderen, einer versucht dem anderen ihren Dach zu tragen? In Wirklichkeit sieht das Hort sich zu fallen mit dem Wasser, das nur Jesus geben kann. Das Wasser kann keine andere Kraft und keine andere geben. Das früher hat es bei Menschen gesagt. Wie kann ich ein anderes Beispiel nehmen, das ist Zachäus. Zachäus wie ein reicher Mann. Ich glaube, er will jetzt vom Korridor sein, von der Rätsel vielleicht. Ja? Er hat einen Schauf, verstand er auch. Aber er sagt ein Wort. Er sagt ein Wort, dass ihm das Geld nicht geben kann. Und als er von Jesus hielt, dann wusste er, bei Jesus kann ich dort finden, was all mein Geld mir nicht geben kann. Und als er sich mit Jesus begegnet, und Jesus nach abends in Haus kommt, auf einmal changed sein ganzes Denken. Das dreht um. Und er sagt, nu gehe ich in eine andere Richtung. Von alles, was ich habe, der Hälfte gebe ich zu Armen, und da, wo ich gestohlen habe, wo ich 4-mal mehr zurückgebe, als ich genommen habe. So, er wird so überwältigt von dem, was Jesus, er hat nicht dort gefunden, wo nur er immer und immer gesagt hat. Und diese Ohren, diese Tage hier von einem Mittag, sind verschiedenste, die dort finden, wo nur sie lange gesagt haben. Auch viele, die das seine über Internet. Du siehst was, und dort kann die Mo Jesus geben. Diese Früh läuft dann, das wird vielleicht mit der Religion zu tun haben. Sie sagt Jesus, Jesaja in Jerusalem muss gebeten worden. Wie sei
hier, beim Jakobsbaum, hier muss gebeten worden. Und Jesus sagt, das ist nicht von hier und nicht von da abhängig. Gott sieht Menschen, die am Jetzt in einer Wahrheit anbeten. Das ist nicht der Stadt, wo du am Anbeten bist. Das kann hier sein, das kann Apagas sein, das kann Evergas sein, das kann da sein, aber wenn du Gott anbetet hast, dann freut er sich. Und dann erhört er dein Gebet. Das ist wunderbar. Das gibt Menschen, die leben, sie sind so gut, dass sie diese Hilfe von Jesus nicht brauchen. Sie würden das mit einer Kraft schaffen, so gut und so reich zu leben, dass zuletzt Gott wird sagen, sie sind gerettet. Und je alle die Menschen waren sie an, dass sie niemals so gut gewesen sind. Je dichter man kommt am Ende vom Leben, muss man mir fehlt wird. Mir ist was verloren gegangen. Ich habe eine Not. Und das wird auf einmal nicht hanreichen. Na, je habt in Altenheimen, bei den Plattdeutsch redenden viele, die dann sagen, fragen zuletzt, wird das hanreichen, was ich mit meinem Leben alles getan habe? Wird das genug sein, dass ich an ganz Zeit Gott ankomme? Und wie man abrechtig sein, das wird nicht genug sein. Alles, was du getan hast, was ich getan habe, wird nicht genug sein. Deswegen ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Keiner von uns ist gut genug, dass er wird ohne Jesus keinen dort bestehen für Gottes Rechtsvertrauen. Aber auch umgedreht. Keiner von uns ist so schlecht, dass Gott aber nicht wird leben und auch nicht mehr, wenn er in den Amt kommt. Diese Früh, das wird, ich lebe, wie eine sehr verachtete Früh. Die Menschen waren sehr aufgekickt haben auf Arm. Und ich glaube, dass die meiste früh ist von dem Darb auch nicht wurde geschlecht haben, weil sie würde Angst haben, sie würde ihren Mann auch noch was nehmen. Weil sie hat ein paar genommen. Ja? So, die Menschen, die waren auch verstanden haben. Und als sie bei Jesus dort gefangen hat, wo sie immer gesagt haben, dann changed denken. Sie ran im Darb und seht zu den Menschen, hey, ich glaube, ich habe dem gefangen. Das kann der Messias sein. Der erlösende Menschen, der andere Jesus in der Versachte von Jesus zu lehren. Und dann seht ihr es auf einmal, wie leben nicht bloß wens, die der früh, wie leben das wens, weil es wie auch Jesus. Dat wir auch am bleiben, dass wir auch am vertrauen. Und das ist einfach wunderbar. So, die beide Finte spielt aber mit uns. Einmal versucht er uns zu denken zu geben, wir sind ja so gut, Gott wird uns doch unbedingt in ein kleines Grundstück im Himmel geben und war ein belastet Bench. Ja? Dann, wenn es schlecht kommt, dann sagt der beide Finte, du bist so schlecht, für die ist kein Platz nicht im Himmel. So eine schlechte Menschen, die können nicht nur Gott kommen. Und das sind beides Lehnisse. Wir sind nicht so gut und wir sind auch nicht so schlecht. Das heißt, wir haben viel Schlechtes getan. Aber in uns ist was Gutes, das Gott geschaffen hat, das nur Gott sieht das. Das ist der Geist. Das ist was Wunderbares. Und deswegen lebt Gott uns und hilft uns und kämpft nur uns in dieser Welt in Jesus Christus. Er lebt nicht unseren Sinn, aber er lebt uns. Jesus schämt sich mit keinem Menschen nicht. Wie würde manchmal nicht wollen, bei diesem oder bei einem Bezug sein. Oder wenn der von einer anderen Church ist. Oder dass sie uns top sein bei einem Meeting. Ja, nur wurde ich gesehen habe, dass ich bei dem und dem sie gewesen. Da hat sie dort abgefahren. Ja? So, Jesus hat diese Troubles gar nicht. Er kann mit Alken an Sommerfeldern, Lebenswasser, in AMG, in PAMG, wurde nicht alle heute, ich weiß das nicht, ja. In Breiter, in nicht Breiter, in Sestre, in nicht Sestre, was immer das gewesen ist. Er kann mit allem durchspazieren, ganz frei. Er hat nicht Angst, was die Menschen sein. Wir haben viel mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Uns ist von klein ab gelehrt, für die Menschen Angst zu haben. Und dadurch versucht wir mit Menschen besser zu tun als mit Gott. Weil wenn wir mit Menschen alles geregelt haben, dann wird alles gut sein.
Aber dann ist noch nicht alles gut. Weil es da uns Rechte wird. Es sind nicht die Menschen, es ist Gott selbst. Er läuft uns, auch wenn wir lange nicht alles richtig gemacht haben. Er besiegt uns in unsere verkommene Welt, in unsere Krankheit, in unsere Not. Und er ist bereit, uns zu vergeben, auch von da an. Ich weiß nicht, warum deine Not ist. Warum die Not ist von deiner Familie. Warum die Not ist, wenn du ganz allein bist, wenn eine Stufe der Tau ist, wenn es dies da ist, und wenn du ja dein Leben nur denken ist. Aber Jesus, der kennt deine Not. Wie Menschen setzen vor und hopen, versuchen alle uns Geld zu bereisen und so, aber was wir am Hut haben, das weiß er. Wo man uns wirklich ütet, das kennt er. Aber dafür hat er nicht Angst. Er kämpft an uns. Weil er weiß, dass Bäne, dass die Bäne an uns, es sind Verlangen, dass wir Frieden mit anfangen. Jesus besiegt den Feind, das Schlechte, das Böse, und er macht uns frei von der Sünde, von der Laster, vom ewigen Tod und von der ewigen Verdammnis. Er ist gekommen, um uns ein erfülltes Leben zu geben. Gott ist sehr reich. Gott ist so groß, dass wir das niemals meten können. Aber von solchen Tag können die Wissenschaftler das Universum nicht meten. Immer weiter finden sie nie Milchgase, nie Stirn, in Sonnensysteme. Und immer mehr finden sie aus. Sie können das niemals mit dem eng uitmeten. Gott ist so groß, dass er geschaffen. Er eint das Leben, er eint die ganze Welt. Und er sagt, er will uns ein gutes Leben geben. Gott ist nicht jitzig. Gott wird nicht mehr so wollen, dass wir Affentjes leben. Jesus sagt, als sie gekommen, dass sie das volle Leben haben, dass es ewig hält, dass sie genug haben. Aber wie lässt uns folgen verblenden von dem, was er findet, uns verleidet. Und Jesus sagt, ob der selbst steht in Johannes 10, der Teufel, der ist gekommen, zum Stehlen, zum Zweimachen und zum Anbringen. Der Satan, der will uns anbringen, der will uns das Leben nehmen, der will uns das Leben verstieren und der wird uns verlegen. Aber Jesus, der hat für uns ein Leben, das lohnt sich zu leben. Das ist niemals, der Baum ist niemals ausgeschafft. Das ist eine Qual, sagt Jesus zu der Frau. Wer an mir läuft, in dem Sinn ändert, wird eine Qual ran und der niemals mehr abhört. Das ist das ewige Leben in Jesus Christus. Jesus kommt auch, um uns frei machen. Und wenn wir von Freimachen reden, dann denken wir immer an Spätes, an Tabak, an Drogen und so 3-4 Sachen. Ja? Da haben wir immer auf unserer Liste. Das meint, davon will ich frei sein. Aber das gibt noch viele andere Dinge, von denen wir frei werden. Frei werden von der Angst, zum Beispiel. Viele Menschen leiden unter Angst in unserer mennonitischen Gesellschaft. Für viele haben wir Angst. Wir haben starke und schwache Seiten. Wir können sehr arbeiten, aber wir haben auch viel Angst. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von der Angst. Jesus sagt, in der Welt habe ich Angst, aber die brauchen nicht. Ich habe die Welt überwunden. Ich sie stark aus dort, was ihnen Angst machen hat. Ich sie viel stärker aus all dort, was ihnen kommen kann. Jesus kann uns frei machen von unseren Problemen, die wir manchmal nicht mal erkennen. Ich hatte einen Mann, in der redet von der jenseitige Abhängigkeit, die eine Familienfehler ist. Unsere kranke Beziehung zwischen Papa, Mama und den Kindern, die macht das, dass wir folgen ein aufhängiges Leben davon haben, nur her. Und das selbst System plant wie wir dann unsere Kinder, dann jetzt an die nächsten Generationen. Das passiert besonders, wenn Gewalt, wenn der Vater sehr rücklos umgeht mit der Familie, oder wenn Alkohol in der Familie ist, oder wenn die Mutter, weil sie so viel Lieder hat, anfängt die Kinder zu brücken, dass die Kinder auch immer sagen, anstatt dass sie leid am Kind machen, dass diese Lieder machen, dass sie so Schuhe haben. Und das nutzt sie aus, um die Kinder immer an sich herumzutragen. Das sind kranke Beziehungen. Und dann darf ich das wiedergeben.
Also so eine Menschen, die in so einer Familie abgewachsen sind, die würde nicht leicht sagen können, ja, diese Vorwürfe gefällt mir, nee, der gefällt mir nicht so. Die würde sagen, ja, es ist gut oder es ist immer schlecht. Aber sie haben sich selbst, schätzen sie sehr leicht an. Sie können nicht über ihre Fehler reden. Sie können nicht frei rüd sagen, das freut mich, oder nu zie ich traurig, hier wo die Chile wollen. Sie können nicht frei darüber reden. Und sie machen immer das tun, dass der andere zufrieden ist. Sie leben bloß dafür, dass der andere zufrieden ist, dass es nicht Trouble gibt. So ist es frei, als es klein wäre. Als es klein wäre, wäre das so, abpassen, dass Papa nicht toll wird. Ja? Und dann mussten wir Kinder mal alles tun, dass Papa nicht toll wird, dass Papa nicht das, dass Papa nicht das. Ja? Aber damit kann man eine kranke Beziehung nennen, ein kranke Denken. Wir sind nicht frei. Und von das kann uns Jesus Christus frei machen. Vorhin passiert es in einer Familie, wenn ein Mensch, wenn der Mann viel Alkohol trinkt, zum Beispiel, und aggressiv ist, wenn er abhört zu trinken, nur her kommt sehr großer Trouble in der Ehe. Weil die Frau hat so viel gelitten, und nu op einmal, als dat Leden was, nu weet ze goed voor wat ze leven moet. Ja? En de Kinder, die hebben, es werden dicht am Arm, en nu op einmal, als dat Leden was, en zei de Kinder, ik wil ook met papa wat ik wil hem nu dat kennen leren. Nu is hij anders geworden. En dan op einmal vangt de vrouw aan zeer te lijden. Weil das ganze System von der Familie ist krank geworden. Und wir haben eine ganze Welt, von Deutschland in alle Kulturen, sehr viel kranke Familien, aber auch in unserer plattdeutsche Kultur. Wir haben viele, viele kranke Beziehungen. Und dann, da wir das nicht her, ohne dass wir das weiter wieder so an unsere Kinder wiedergeben. Und Jesus ist gekommen, unsere Familienbeziehungen teilen. Dass wir keine Vergebung finden, aber dass wir keine dort leben, was Gott für uns hat, unabhängig auf der andere Jude zu sein oder nicht sein. Dass wir Gottes Weg finden für uns Leben. Das gibt immer Menschen, die damit zufrieden sind und andere, die wollen jeden sein. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir dort tun, was Gott für uns vorhat. Das ist ein ganzes Thema für sich. Ich wollte darauf wieder nicht angehen, aber ich sage, du hast viel Beine, ich habe viel davon lernen. Jesus, der macht uns nicht bloß frei von der Sünde, von der Laster und von all diese Dinge. Er holt uns sogar aus dem Grab früh an. So, wie sagt hier, alle von China wird von uns tauschen, dass wir im Grab sind, nicht so? Aber die Bibel sagt, alle, die wir gesündigt haben, sind wie gestorben im geistlichen Leben. Wir sind im geistlichen Grab. Wir sind getrennt von Gott. Und so Jesus zu dem Deutschen Lazarus kann sagen, Lazarus, komm raus, und der Deutsche stund ab. Und der hat Leben, wirklich. Der hat wirklich Leben. So kommt Jesus auch nach uns, wenn wir in der Sinn von Gott getrennt sind. Und wenn einer uns kommt, und wir am Lieutenant in uns Leben, in uns Grab, dann raubt Jesus unseren Namen, er raubt deinen Namen. Und er raubt dich zum Leben, dass du ewig Leben hast. Das ist die Macht Gottes, die steht über dem Tod. Und Jesus sagt, wer an mich lebt, der wird auch leben, wenn er stirbt. Und das ist wunderbar, dass wir so einen Maßchen Jesus Christus haben, den vandaag hier in onze midden is. En die wordt help zietje, wat een verlangen hebben, om een paar minuten wieder, wat de gelegenheid had te zijn, een Entscheidung te treffen für ihr Leben. Hij holt uns nicht bloß uit dem Graf en laat ons daar bij zich dood liggen. Hij geeft ons leven, nie het leven. Wir worden vom Nien geboren, sagt die Bibel. Wir worden geboren in der Familie Gottes. Wir stehen in Gott seinem Familienbuch angeschrieben als seine Kinder. Als die met Jesus Christus over worden. Hij heilt ons aan Geist, aan een Seil, ook am Körper. Jesus heeft am Kreuz onze Sünde op zich geladen, onze Krankheiten en onze Schwachheiten. So wie der war am Bade, am Heilung,
voor de Charpa, voor de Zeil, voor de Emotionen. Der war am Bett für die Heilung von unserem geistlichen Leben. Hij macht uns frei von Angst. Hij macht uns frei von Gerecht. Hij macht uns frei von allem Bösen. Weet je, de Angst trifft zoveel Menschen. Und Jesus sagt immer weiter zu seinen Jüngern, haft nicht Angst, erzieht. Sie brauchen nicht Angst haben. Mit der Angst, sagt die Bibel, haft der Feind der Menschen gequält. Der Angst vor dem Tod. Der Angst für das Leiden. Und Jesus hat das Leiden dem Tod überwunden, damit wir nicht mehr brauchen Angst haben. Weil wir mit Jesus sind, brauchen wir nicht Angst haben. Wer kann uns was antun? Mehr aus diesem Charpa nehmen, können sie mich nicht nehmen. Aber keiner kann mich trennen von dem Leib Gottes, der in Jesus Christus ist. Nicht hoget, nicht lädt, nicht breitet, nicht Engel, nicht sichtbare, nicht unsichtbare Machte. Keiner. Sie können diesem Charpa voll Blie stoppen, dann wurde ich Handvoll von der Überdosis von Blie. Aber ich will leben. Ich will leben. Weil Jesus hat mein Leben gegeben, dort niemals abhört. Und so ein Leben gibt er die auch. Wenn du am Donner fragst, jeder den am kommt, ook dat het nu hier is, over internet, hij zei die, dat leven is voor die door, en Jezus is door, wo du nu best. Wil hij is op een ganze eer te tijd. Want Jezus aan zijn weidorp, aan zijn nood, change dat, dan vangt een nieuw leven aan, en wie kunnen het zijn zijn, in dem Sehen Gottes erleben. Treten wir den Beispiel, der früh, wat een zeer schlechtes Leben geführt hat, wat nicht eine gute Beziehung hat zu den Oberst von dem Dorf, als Jesus erlebt hat, kann sie gehen und evangelisieren und die Menschen in Jesus bringen. Zachäus, der nicht gelebt wird von den Menschen, will sagen, scheinbar mehr Tags geleitet als neidig, der kann auf einmal gehen und verdeilen. Hij wordt hem zien. De bezetene man, uit dem Jesus de legionen van demonen uitdreven deed, wo de 2000 Schwein versaupen, voor dem alle mensen angst hadden, dem ze al aangecheerd hadden en alles verzagt hadden. Die zijn terug en vangt aan te zijn familie en vriendschap en familie, te den allen te zeggen wat Jesus in zijn leven gedaan had. Weet je, God is zo groot. God is zo groot dat hij op mestklampen een rooswassen laat. Een bloem. En wanneer mijn leven die mestklamp is, dan kan God op mijn leven een bloem wassen laten. Of dan een plant, een vrucht, wat immer. Dat is God. Ja? Viele kennen dat van de AKR, dat het dingen met leeft. Ja? En vroeger wordt, als het er nog klein wordt, veel met masten, zo wordt, dat het beter wassen deed. Ja? Maar daar is een Beispiel bij, hoe groot is God zijn nood in zijn leven. Wanneer ook in mijn leven veel versteerd worden is. En viele mensen niet meer een Unie hebben, wat alles twee is aan mij. God, die komt in dem, dat niet zo. Hij zei, mijn kind, ik had het allemaal gewusst. En ik had die niet overgelaten. En ik vrij me naar het huis komt. Kom, hier is mijn arm. Ik vertel je. Ons versteert het leven, maakt Jezus een zegen voor andere mensen. En ik zie dat ook allemaal weer hier bij ons. Wanneer het mensen heeft die in Jezus komen en dan change, dan zeggen anderen, ha, dat wil we nog mal zijn of die werkelijk zich geändert heeft. Maar gisteren weer nog mal zijn, dat leef ik niet, dat hij wordt anders. Wie eenmaal zo is, die wordt immer zo, die wordt niemals change. Jezus changed ons leven. Amen. Hij changed dein leven, hij heeft mijn leven gechanged. Ik kan dat niet uit ene kracht, maar hij kan dat. En wanneer Jezus komt, wanneer de mensen dat ook niet leven, hij wordt dat maken, dat dit leven maar je te zijn voor anderen is. Dat dien leven te zijn voor andere mensen is. Niet plus dat u hulp vindt voor die nood.
du wirst zum Sehen für andere Menschen. Jesus sagte zu dir früh, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann wird deine Qual von Wasser ran. Ja? Für die anderen Menschen. Und weißt du, wir leben in einer Welt, die einen großen Darstaft, eine Friede, eine Leib, die ein Verlangen hat nach Gott. Und wir haben gelernt, uns Verlangen Gott zu geben, und dass er uns sein Wasser gibt, das Lebenswasser, was Jesus Christus ist. Und dann kann uns Leben zum Sehen werden für viele andere. Jesus lebt dich vandaag zoals du bist. Das ist nicht so, dass du erst mal alles gut machen und dann in Jesus kommen. Zachäus, der nicht erst die Hälfte von seinem Geld aufgeben und trägt, was er gestohlen hat, und dann kommt er und sagt, Jesus, du komm mit mir zum Unkast eten. Nein, das wird kein umgedreht. Zachäus kommt mit seinen ganzen Problemen mit Jesus, und Jesus kommt in sein Haus nennen. Der Früh von Samarien, das wird das selbst hier. Mit all unseren Problemen, und mit all unseren schwinschen Gedanken, und mit all unseren Betternis, und mit all unseren Verkommenheit, und unseren Sünden, Lastern, was immer da noch auf dem Mast überbaut ist, sind wir zu Jesus kommen. Und wenn das in seine Hand dann kommt ans Leben, dann verändert er das und dann kommt eine schmacke Blumenrute. Und das ist, was Gott in dir macht. Weil es heißt, der Ganze, der uns schafft, er schafft ein neues Leben an uns. Und das wünsche ich in jedem von der Ohren. Das neue Leben in Jesus Christus. Er hat meine Betternis geändert. Ich habe so viel Haus von klein auf. Ich habe so ein verstehendes Leben. Er hat mein Leben gechanged. Und ich bin so dankbar für all die Wunder, die er in meinem Leben getan hat, damit ich von da und hier bei uns sein. Das ist für mich eine große Not von Arm. Und das hat er für jedem, der Arm kommt. Die Bibel sagt, wenn wer eine Gott kommt, dann wird er dem nicht zurückweisen. Wenn wer eine Beamte helft sich, dann wird er dem nicht in Haus schreien. Er läuft uns, auch wenn wir manchmal eine Krise haben an unserem Glauben. Weißt du, das ist beim Business. Beim Business jetzt ja nicht bloß einmal, dass wir verdienen. Aber zwar, wie die Schuhe, wollen bloß verdienen, ja. Aber dann dat mal mehr verdienen, mal weniger verdienen. Weil wir uns das nehmen. Aber das nicht das ganze Leben lang bloß einmal sein, ja. Am Glauben ist das auch manchmal so. Es gibt Momente, wo wir uns Sturz feilen. Oh, weil ich habe was Gutes belebt. Oh, weil sie Gott so dankbar. Ich bin so froh. Und dann nachher kommen die Troubles ab und man muss schaffen gehen. Und hier und da. Und auf einmal, ich bin doch so froh. Und nun ist es was ist passiert? Dann brauchen wir wieder Hilfe. Dass er uns rüthelpen hat und dass wir nie Kraft finden. Deswegen sagt er, wir immer noch ankommen. Und er wird uns jeden Tag nie seine Barmherzigkeit geben und seine Gnade. Und Barmherzigkeit ist nie und jedem Morgen. Vielleicht bist du vertwiebelt gewesen und sagst, ich habe das all so viel mal versagt und ich kann nicht. Und ich lebe nicht dort. Ich habe auch viele Dinge versagt in meinem Leben zu ändern. Und immer wieder komme ich bei dort, wo ich sehe, ich kann das nicht. Aber dann ist die große Chance, sage Gott, wenn du das kannst, hier ist mein Leben. Ich kann das nicht. Aber wenn du das kannst, hier ist mein Leben. Wenn wir da ankommen, dann fängt der Glaube an. Dann fängt der Glaube an. Wenn wir abgeben und sagen, Gott, nicht auch du. Ich kann das nicht mehr. Das geht mir zur Kontrolle. Ich forme mein Leben jeden Baum oder jede Mauer. Ich schlug zwei. Ich forme meine Familie zwei. Ich schlug meine Familie zwei. So kann ich nicht wieder leben, Gott. Gott, so will ich auch nicht wieder leben. Ich gebe dir das Ganze, alles, was zwei geschlagen ist. Und dann macht er was nie. Er verzeiht uns unsere Sünde, wenn wir Buße tun. Wenn wir umdrehen, nach ihm kommen und sagen, Herr, verzeih mir, hol mich für Gott. Ich habe jeden dir gesündigt, ich habe jeden meinen Nächsten gesündigt, ich habe jeden mich selbst gesündigt. Und er schenkt uns die Vergebung und er schenkt uns nie
leven. Zo, nu wil ik met je een beden. En nodig je beden wordt ik aannodig dat alle die zeggen, ik wil ook van dem water drinken. Dat Jezus zegt, dat hij dan hier naar verder komen. Want wie je bed hebben, wordt je dan zeggen, dan kun je komen. Bitte stoot op te beden. Herr Jezus, ik dank u dat u ons zo sehr liefst. Ik dank dir, Herr Jesus, dass wir nicht zu schlecht sind für dich. Und dass wir nicht gut genug sind, dass wir ohne dich kennen. Und ich bitte, dass du deinen Helden jetzt ausgeheitet hast von der und hier. Und der Himmelsstern mochte aufsenden, noch bei all den Todesjägerchen. Herr, dass du mit ihnen jetzt gestört wirst. Und dass du uns weißt, wo groß die Not von unserem Hort ist, nur die. Wir haben das vielleicht an gesagt, zu lesen, eine Sinn am Lauster, eine Arbeit, ein gute und schlechte Dinge, und doch ist immer die Not in unserem Hort geblieben. Und nu weet wie dat we die bloß bedient kunnen, die Lesung finden, die Heilung finden, das Leben finden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du al verrückt von uns geleden hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du nu wirst hast. Und ich danke dir, Herr, dass du von da und wirst Wunder tun am Leben von jedem einem, der an dich läuft. Willst wir beten in deinem heiligen Namen, Jesus. In deinem heiligen Namen. Amen. Bleibe wieder so in Gebetshaltung stehen. Und nun lade ich an, dass deine Pferde kommen und sagen, ich will von diesem Lebenswunder haben. Komm, mein Bruder, meine Schwester, Freund, komm zu Jesus. Du hast gesagt und hast die hier nur nicht dort gefunden. Und irgendwie sagst du, da bin in deinem Hort, die fehlt noch was. Das stimmt noch nicht ganz. Du hast noch nicht das rechte Leben bei Jesus gefunden. Vielleicht hast du lange die Church, aber du brauchst noch diesen Schritt, dass du die persönlich mit am Treffen bist. Ich lade dich an, komm hier in die Fähre und dann will ich auch mit dir beten, dass hier in die Fähre kommen. Und die von da sein, von unterwegs, den sagt das selbst. Denk nur, was für eine Entscheidung wirst du treffen für dein Leben. Wirst du wieder so leben und einfach eine schöne Richtung anfahren? Oder sitzt du dort von da, Jesus ist die Antwort für mein Leben. Ich glaube, heute steht genug. Dann komm, ich lade dich an, komm, bitte schön. Kommt hier in die Fähre, ich will dich beten. Das ist, was jeden und tun. Taub mit dem, was da verantwortlich sind. Wir haben hier mehrere Prediger, die hier taub mit uns beten für die Menschen, die sagen, ich brauche diese Hilfe. Komm zu Jesus. Einfach, so ist ja eine frühe Zeit. Sie begegnen sich mit Jesus. Vielleicht hast du von auch nicht geregnet, das Entscheidung zu treffen. Aber dann sitzt du dort, das ist der Moment. Dann komm einfach. Komm, bitteschön. Einfach uit de reer uit, dat zei hem, die bezieht stellen, weil wir taub kunnen, dan kom je taub. Volken brauchen wir eine Hilfe. Wir helfen uns für viele andere Sachen. Warum wollen wir uns nicht helfen, wenn es darum geht, in Jesus zu kommen? Komm. Jugendliche, komm zu Jesus. Frei worden. Ich weiß, dass alle junge Menschen wollen frei sein. Alle Menschen wollen frei sein. Aber weißt du, die Freiheit, die man sieht, die ist nicht da, wo sie Büte angeboten wird. Und eine große Schilder. Die Freiheit, die ist bei Jesus. Die Freiheit, die ist bei Jesus. Wie viele Menschen haben Freiheit gesagt? Im Alkohol und werden nicht erst glauben. Wie viele Menschen haben Freiheit gesagt beim Geld und werden nicht erst glauben vom Geld? Oder von der Schuld. Aber es ist beides klar. Wenn einer dem Geld teilt, ist einer Sklav, wenn einer Schuld teilt, ist einer ein Sklav. Das Geld soll ansteigen, aber nicht wie dem Geld. Komm zu Jesus. Der Herr wacht auf dich. Er sagt, komm zu mir. Gib mir dein Leben, gib mir dein Hort. Als wo die Worte geben, dass die nicht mehr da sind. Die haben gesagt, ich habe noch und hier mehrmals muss trinken, willst du? Ja, mir darfst du einmal weiter. Aber Jesus hat ein Wort von unserer Seele. Das immer da ist. Jeden Tag. Immer. Komm zu Jesus. Mein Bruder, meine Schwester. Vielleicht bist du von diesem Wort wasch geworden. Und hast du
dacht Menschen worden die te drinken geben. Naast van Menschen oder Tjoortje verlangt, wat du moet bij Jezus vinden kannst. De Samaritanische Frau hat dat, die leeft dat de mannen dat geben können. Aber der hat das nicht geben können. Weil wir Menschen sind sehr begrenzt. Aber Jesus, der kann uns alles geben, was wir brauchen. Komm, Jesus. Steh nicht so stief da und stahl dieses, wann du das nicht brauchst. Das stimmt ja gut, wir brauchen das doch alle. Die Bibel sagt, wenn du von da Gottes Stimme hörst, dann darf dein Hort nicht verstocken. Ja, nimm die Chance vor für dein Leben. Das ist für deine Chance. Von da und hier. Das ist vorbereitet worden, für das Gebet worden. Der Herr ist hier, zum Vergeben, zum Frieden und zum uns das Wort zu geben, das wir brauchen. Das Wort, das uns Leben gibt. Bitte schön. Du bist frei zu kommen. Jugendliche, 10 Jahre, Papa, Mama, Grandma, Grandpa. Of wir von dieser Gemeinde sind oder von einer anderen Church, das macht keinen Unterschied. Wir predigen hier nicht in der Church. Wir predigen hier von Jesus. Okay? Das ist zwischen dir und Jesus. Weil es nur Jesus kann, die das Leben geben. Die Church kann die das nicht geben. Auch nicht diese Church. Wenn sie Lebenswasser hat, will sie predigt den, der das Wort vom Leben hat. Jesus Christus. Okay? Aber beamen ist das. Nur beamen. Das gibt keine zweite Stelle. Hij gaf dafür sein Leben. Hij leeft die. Und hij kann unsere ganze Ewigkeit changen. Nicht bloß, dass wir auf diese Erde ein besseres Leben haben. Dass wir eine Ewigkeit beim Vater im Himmelchen sind. Dass wir nicht ewig verloren gehen. Das ist so ein großes Business. Das ist so viel. Das ist der reichste Mensch von dieser Erde nicht, wird keine Chapel. Einer steht im Himmel. Einer steht im Himmel. Der kann kein Mensch betonen. Der kann kein Mensch betonen. Jesus hat betont dafür mit seinem Blut am Kreuz. Und er ist abgestanden. Und er hat bewiesen, dass er den Sieg hat. Weil nachher kommen wir bitte. Komm, nu, wir wollen kurz beten. Ich weiß, dass viele dann sagen, Herr, sie wollen das bloß für sich machen. Aber weißt du, das mit dem Geheimnis, mit dem Christenleben da dran nicht. Das nicht. Ja? Das tut auch nicht bei der Früh von Samarien. Und das tut auch nicht bei Zachäus. Und das tut auch nicht bei den Besetzten. Mit Jesus bedeutet Vorbezahlen. Und wenn wir in Jesus kommen und sagen, Herr, hier, ich treffe eine Entscheidung. Und dann sagst du, wer mich bezahlen für Menschen, dem werde ich auch bezahlen für meinen himmlischen Vater. Und ich mag die Mut, fang an, deine Angst zu überwinden von Tag an. Und sei nicht zu der Angst. Ich will keine Menschenfurcht mehr haben und ich will in Jesus kommen. Ich weiß, dass viele von ihnen wollen kommen und sie haben Angst, was die Menschen wollen sein. Und diese Menschenfurcht, die mag dort nicht wiederkommen. Die blockiert uns auf. Und sei im Namen Jesu, wasch zu der Angst. Im Namen Jesu, go wasch. Ich habe mich entschieden für Jesus Christus. Das ist die Entscheidung, die du treffen kannst. Die kann keiner für dich treffen. Kein Mensch. Das ist zwischen dir und Gott. Halleluja. Der Herr lebt dich. Wir wollen beten. Und es ist der andere Runde, wenn wir hier beten, das ist ein Kartetje beten, hier, wo wir noch für jeden Einzelnen beten. Das Gebet seht ihr das. Auch von denen, die nicht in die Ferien gekommen sind, wenn sie wollen, sind sie nicht gekommen. Wir sind bereit für ihn zu beten. Aber das nennen wir das Gebet des Sünders. Dass wir uns als Sünder für Gott bezahlen. Und da sagen wir, an erster steht Gott, ich bezahle, dass ich gesündigt habe. Und Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Und dass du meine Sünde betont hast. Und ich bete dich von dort, verzeih meine Sünde, das ist meine Entscheidung. Und da steht, ich bete Jesus, verzeih meine Sünde, komm in mein Wort. Und fall mir mit diesem Wort, das ewig Leben gibt.
En alle die dat zo worden wensen in ihrem hart en Gott sagen, dat hebben niet met mij beten. Ich will viel beten, und ich kann einfach nur beten. Dat je een hand hebben en bid met mij. Ganz luid. Herr Jesus, ich danke dir, dat du mich liefst. Herr, du weißt, wo het an meinem Hart uitzit. Du kennst meine Not, meine Troubles, meine Angst, meine Sünde, meine Lauster. En vandaag breng ik de twee in je leven naar die. En ik bid je, Herr Jesus, verzeih al mijn Sünden. Wasch mich rein met die Blut, dat du am Kreuz vergoten hast. En geef mir dat Water, dat Lebenswater, dat für ewig Leben rannt. Ich danke dir, Herr Jesus, dat du mich vergeben hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dat du in mijn hart gekommen bist. En ik danke dir, Herr Jesus, dat du mijn Namen in deinem Familienbuch eingeschrieben hast. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Amen.